letzter Punkt, der mich wirklich auch noch interessiert, ist, wie siehst du die ganze Sache, sagen wir, in 5 bis 10, vielleicht 20 Jahren? Wenn mein Sohn erwachsen ist, spielen er mehr Erwachsene? Sind wir lockerer mit dem Ganzen gesellschaftlich? Haben wir politisch weniger Probleme mit dem Sachen? Also es hat sich schon ein bisschen geneigt, also es hat sich geleitet, oder? Also man ist offener gegenüber diesem Ding. Kommen da noch Verbesserungen, grössere Schritte oder vielleicht sogar die Kunstform von Games, die jetzt der Bundesrat diskutiert, da, glaube ich, ist das ganz jüngste. Was geht da noch? Was kann man da noch erwarten? Ja, gell, prophezeien kann ich nicht. Nein, aber gleich, ich sehe es so ein bisschen. Ich wünschte. Ja, ich sehe es so ein bisschen. Ja, ich würde gerne sagen, verschieden. Ich könnte auch sagen, ambivalent. Einerseits ist in 20, 25, 30 Jahren, das klingt jetzt echt gemein, aber es ist ja so, ist die Generation, die überhaupt nicht mit Games in Kontakt gekommen ist. Also weißt du, mit Games als Massenmedium und nicht, ich habe früher einen Atari gehabt und bin das einzige Kind im Dorf, das gegamet hat, sondern wirklich so unsere Generation, die dann schon sehr oft gerne Sega gespielt hat und Nintendo. Die Generation über uns, die mit dem nichts mehr anfangen kann, im Grundsatz, ist bis dann gestorben. Oder die gibt es bis dann größtenteils nicht mehr. Ausser die Medizin macht markante Fortschritte in dieser Zeit, das kann sein. Genau. Das heisst, tendenziell im Grundsatz werden wir mit Games noch sehr viel ruhiger umgehen, habe ich das Gefühl. Bis dann wird auch die ganze Welt anerkannt haben, dass Games eine absolute Massenindustrie sind. E-Sports wird sich wahrscheinlich sogar durchgesetzt haben als beliebtester Sport auf der Welt, kann ich mir gut vorstellen. Ist jetzt schon der zweitbeliebteste. Also global, also es ist Wahnsinn. Das habe ich letztens gelesen und gedacht, mein Gott, ich hätte jetzt irgendwie Top 8 geschätzt oder so. Ja, höchstens, ja. Aber es ist scheinbar Top 2 und es wird Alltag sein. E-Sports werden wahrscheinlich auch eine olympische Disziplin sein. Also es wird in Alltag absolut Einzug gehalten haben, wie es damals Computer gemacht haben oder Zeitung von mir aus. Jeder, der Kind hat, wird mit Games aufgewachsen sein, wird selber gamet haben, wird mehr Faszination dafür haben oder weniger, weil es bei jedem Hobby ist. Ja, genau. Wenige werden aber noch sagen, oh, das ist das Zeug, oh, dann vertraue ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das ein länger fundierter Standpunkt wird sein. Es kann sein, oder? Ich meine, Technologie hört nie auf. Es kann sein, dass jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren VR sich komplett durchsetzt als Standardvariante, wie man gamet. Oder? Man schaue, was der Film, der letztes rausgekommen ist, Ready Player One, der auf dem Buch Ready Player One basiert. Leider noch nicht gesehen. 20, spielt das 2045 oder 49? Und dort ist VR einfach jeder macht es. Genau. Jeder, oder? Und es gehört dazu. Ja. Es ist ja dystopisch, aber ich sage jetzt einfach, es gehört dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, und das auch aus eigener Erfahrung, dass wir bis dann so ein bisschen an einem Punkt sind, wo man findet, okay, wir haben jetzt Games am Bildschirm gespielt, jetzt kommt VR, es ist ein komplett neues Erlebnis, ist sehr viel intensiver, was auch auf die Psyche eine gewisse Auswirkung kann haben. Jetzt müssen wir es nochmal neu evaluieren. Vielleicht müssen wir trotzdem strenger werden. Mit Inhalt. Ja. Ich weiss einfach, ich habe von einem Kollegen einen Rift ausgelehnt, der damals noch. Ich glaube, das ist irgendwie Developer Edition 2 oder so. Und die haben wir dann beim Mitbewohner eingesteckt und ich gespielt. Und dann hast du wenig Games gehabt, die du spielen konntest, aber du hast so Experiences gehabt, die du durchlaufen. Und eine davon war Horror gewesen. Und ich bin 31, ich habe in den letzten 11, 12 Jahren viele Horror-Games gespielt. Ich finde das spannend. Und bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich so Horror kenne. Also Horror-Games gerade und auch Filme sind relativ oft nach einem sehr simplen Schema gestrickt. Das ist so weit gegangen, dass ich irgendwann beim ersten Doom, wo ja noch mehr Horror als Action war, oder nein, bei einem Spiel nachher auch können sagen, aha, ich glaube, dort kommt etwas raus. Das muss fast. Ja. Und es ist passiert. Und beim nächsten auch wieder und beim nächsten auch wieder. Und dann habe ich VR gespielt und es war nicht mal ein Game gewesen, sondern wirklich eine Experience. Später haben wir dann noch Alien Isolation VR gespielt und das hat mich genommen. Also das hat mich wirklich... Das kann ich mir vorstellen. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ja. Und das ist massiv viel intensiver. Und auch dort könnte man wieder sagen,
eventuell gibt es dann eine native Generation, die mit dem als Hauptgame-Variante schon aufwächst und von früherer Kindheit lernt mit dem umgehen. Und realisiert, das ist nicht so schlimm, wir können zwischen der Realität und dem unterscheiden. Und wir sind dann die Eltern, die finden, ja, aber das VR, oder? Ja, wer weiß, ja. Ich hoffe jetzt natürlich aus meiner Erfahrung in meinem bisherigen Leben und vor allem als Gameratspräsident, dass ich dann kann sagen, nein, halt, wir sind schon mal an dem Punkt gewesen. Ja, nicht mal wiederholen. Genau, ja. Geh nicht einfach darauf hin, dass du das jetzt halt nicht kennst und den Jungen nicht vertraust, sondern gib dir Mühe, dass du mit den Jungen redest und dass du es erfährst, wie sie es erfahren. Ja. Weil schlussendlich geht es ja darum, ob es ihnen wehtut oder nicht. Die älteren Erwachsenen interessiert die Auswirkungen interessiert es ja nicht so. Hat sie bis jetzt nie so interessiert. Und das finde ich spannend. Also im Endeffekt ist es immer so gewesen in der menschlichen Geschichte und es wird auch immer so sein, es wird eine Generation geben, die mit einer neuen bahnbrechenden aufwächst. Vielleicht wird VR die bahnbrechende Technologie erweitert sein, weißt du, dass es nicht mehr nur Games ist, sondern halt eben so Oasis-mäßig alles. Und jedes Mal gibt es die Generation, wo von Kindesbein, von ganz, ganz klein oder irgendwann im Kindesalter, Jugendalter mit dem aufwächst. Und die übernehmen das einfach, das ist für sie nativ, sie können natürlich mit dem umgehen, sie lernen mit dem, sie arbeiten mit dem, sie leben mit dem, sie lieben mit dem, sie verlieben sich mit dem und so weiter und so fort. Und wir Eltern, also ich sage jetzt nicht wir Eltern, die Eltern stehen dann ein bisschen daneben und denken so ein bisschen, das hätten wir noch früher, ja. auch nie vorgestellt. Hey. Ja, Weißt, genau, wir sind einfach in der Bar und haben jemanden angesprochen. Ja, genau. Und obwohl wir ja schon Tinder haben und Tinder nativ, aber du weißt, was ich meine, oder? Und dann werden sie mit dem aufwachsen und denken, wir sind die Jungen, wir sind weltoffen, papipapo, und dann werden sie 40 und dann wird es wieder irgendetwas geben. Oder vielleicht gibt es bis dann eben so Anzüge, wo du komplett drin bist, du spürst Berührungen, du spürst, wenn du in etwas hinlaufst. Und wir denken dann, hey, aber die denken dann, weißt du, hey, es muss irgendwo aufhören. Es ist irgendwo zu viel. Vielleicht sind das deine Kinder, oder? Wo dann zuerst mega VR und dann bei dieser Erweiterung schon denken, wow, oder vielleicht genug, sind wir dann schon weit, dass wir direkt Hirnströme anzapfen und direkt im Hirn Bilder können erzeugen und deine Kinder denken dann, nein, okay, wow, ins Hirn, okay, das ist jetzt bis da creepy, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen easy creepy. Genau, so geht es mir mit Chip-Implantat oder Zahlen und so, da bin ich schon. Da stehe ich schon auf Barrieren bei mir. Chip-Implantat? Ja. Inwiefern? Weißt du, ID und so. Untertut. Nein. Ich habe es gerne, wenn ich es im Portemonnaie haben und es weglegen. Das macht ja niemand. Nein. Noch nicht. Aber eben, du sagst es gibt wahrscheinlich für jede Generation gewisse Grenzen, wo es nicht mehr nicht mehr adoptierbar ist. Irgendwie so. Ja. Wahrscheinlich, oder schwieriger adaptierbar, einfach, weil du nicht mehr so durstig nach Neuem bist. Genau. Du hast dich jetzt gesetzt im Leben und es ist jetzt okay so. Und mit dem Neuen denkst du, ich weiss jetzt doch auch nicht. Und die einen, es gibt dann auch ältere Leute, es gibt ja immer wieder irgendwie Fernsehartikel über einen 80-Jährigen, die gamet und streamet. Und alle denken, wow, ein 80-Jähriger, der richtig streamt und gamet. Es wird immer ältere Leute geben, die locker mit dem Zeug umgehen können. Es wird auch immer jüngere Leute geben, die schon im jungen Alter finden, ach, das Zeug. Es wird immer Ausreißer geben. Aber ich glaube, im Durchschnitt gibt es immer eine Generation, wo eine Technologie verinnerlicht sofort und sie komplett ihr Leben strickt und die Generation obendran ist die so ein bisschen, weiss nicht, weil das sind ja ihre Kinder, die müssen sie ja erziehen, nicht so sicher, was ich jetzt von dem halte. Und die Generation nochmal eins obendran, das ist schon nicht mehr ihr Problem, die schaut einfach zu und ist belustigt oder interessiert es auch nicht mehr so groß. Ja. Aber das wird immer so sein. Immer. Das hat auch die Geschichte schon gezeigt, es ist schon immer so gewesen. Ja, ich glaube, wir dürfen hier mal aufhören. Von diesem 10-Minuten-Video gibt es jetzt mehrere Teile. Es war super interessant. Merci vielmals, hast du uns die Gelegenheit gegeben, mal ein bisschen bei jemandem, der rauskommt und nicht einfach nur so Halbexpertenwissen hat, gleichwohl kein psychologisch, nachzugreifen, nachzufragen. Es war super interessant, ich habe viel gelernt auch wieder. Extrem viel. Ich danke für die Chance. Ich rede immer gerne über das. Ich könnte stundenlang über das reden. Können wir das mal bei einem Bier machen? Mal schauen, ja, warum nicht? Ja, danke vielmals. Das viel Spaß noch mit dem Livestream in dem Fall.
Ja, danke schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es dann wäre. Etwa der 4. wahrscheinlich, was ich jetzt schon haben müssen schauen. Kann sein. Also dann ist es jetzt wahrscheinlich schon gleich mal fertig. Ja, es ist so, es wird all... Okay. Ja, wir müssen, das kann ich nicht genau Bleibt sagen. dran, bleibt dran, auch wenn sie genau. müde aussehen. Auch wenn sie müde sind, bleibt dran. Bleibt dran. Das Video hier, das bekommt ihr dann auch noch auf YouTube selbstverständlich. Das tun wir nicht einfach wieder löschen, das bleibt nicht erhalten. Das ist ein sehr interessantes Video. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut. Ja, im Moment noch viel Spass weiterhin im Stream und subscriben, abonnieren etc. Ihr kennt das Ganze. Geht bei Game Rights schauen, verlinke ich den Game Rights unten noch. Merci vielmals. Einen schönen zusammen. Schöne, danke.